Willkommen zurück hier bei Retrocast, sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch und ja, nach 1,5 Monaten bin ich endlich wieder so weit, dass ich da die letzte Folge von Pokémon Snap endlich einmal noch aufnehmen darf. Und ganz nebenbei am Rand, es hat mich angeschissen zum Nachspielen, darum bin ich auch nicht so schnell fertig gekommen und letzte Woche habe ich kein Video gebracht, für das möchte ich mich auch entschuldigen, ohne Ankündigung, ohne irgendetwas, dass ich einfach nichts mache und das hat mich ein bisschen zum Studieren, zum Nachdenken gebracht und da musste ich sagen, gut, diese Folge mache ich jetzt noch und dann gehe ich mal in eine längere Pause. Wie lange das die Pause wird sein, weiß ich noch nicht, aber mit größter Wahrscheinlichkeit werde ich dann mit dem Jahresrückblick so kurz vor Ende Jahr wieder zurückkehren, wäre im Moment so der Plan. Einfach einmal, dass da noch gesagt wäre. Und dann dürften wir uns natürlich noch der Lumina-Zone widmen. Bei der Ruine. Und das letzte Lumina-Pokémon sollte ja auf uns warten, bevor wir den abgeschlossen haben. Und da haben wir mal einen alten Baum ohne Blätter. Looks like that's the source of the reading, but it's very faint. What is that anyway? Ja, da frage ich mich auch, was das könnte sein. Sehr episch, sieht geil aus. Incredible! This reading is off the charts! Okay, ein Hirsch. Weißt du nicht, wie der Pokémon heißt? Oh, sieht cool aus. That was it. The final Illumina Pokemon we've been Ja, searching das ist for. ähnlich wie Go get beim 'em. alten Pokémon Snap. Das ist einfach da die Kugel, die du zuerst irgendwie musst befreien in dem Fall. Okay, da hat es nichts Schlaues. Gut. Ja, man hätte ja noch eine Turbo-Taste, stimmt. Der Turbo ist auch nicht so Turbo, aber ja. What would happen if you hit that blow with an Ja, ich bin Illumina? sie am Probieren. Ich treffe noch nicht, wie immer. Hey, zu blöd zum eine Kugel zu treffen. Ich weiss jetzt aber nicht, ob das Viertel schon zählt so. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, da ist noch Blumen gehabt. Ah, schade. Das ist die gleiche Wandmalerei wie in der Höhle unten. Nur, dass die noch schöner erhalten ist. Okay.
Da ist nichts. Läuft einfach nichts. Ich hoffe, ich habe ein Foto dabei, wo etwas zählt, weil da sind wir glaube ich schon wieder am Anfang zurück. Schon ist wieder am Baum. What just happened? Let's talk about it once you're back. Ja, dann reden wir darüber, wenn ich zurück bin. Gut. Ja, Fotos habe ich ja nicht viel gemacht, also viel zum Auslesen gibt es nicht. Wir hoffen einfach, dass alles gut ist. Aber es sieht so aus, da zumindest da. Let's do this. Excellent. Ja, exzellent. Wäre anders, aber ist gut, okay. Ja, mach ein Level damit. Oh, Ja, ist gut. ah, Ja, gut, dann erzähl uns doch deine Geschichte. wow. Es gab also wirklich ein Lumina-Pokémon. Die Wandmalerei hatte also recht. Ja, daher stellt sich die Frage, Well, ist das, was auf der Wandmalerei abgebildet wird, wirklich so passiert? Vielleicht hat Xerneas alle zusammengerufen. Dann haben sie Lentil mit einer Art Barriere vor dem Meteoriten beschützt. Eine Barriere, die ganz Lentil umgeben hat. Ja. Es ist ganz bestimmt so gewesen. Ja. Das würde bedeuten, dass die Menschen, die die Ruinen errichtet haben, den Lentil-Pokémon geholfen haben. Den Lumina-Pokémon geholfen haben. Aber das mit dem Meteoriten ist 2000 Jahre her. Hätte Xenias nicht längst schon erwachen müssen? Vielleicht war das Ganze ja wahnsinnig anstrengend, sodass selbst 2000 Jahre Schlaf nicht ausreichen. so Was meint ihr, wann diese Wandmalerei entstanden ist? what? Hm? Also, Wer hat sie gemalt?
Warum ist es ausschließlich dir gelungen, den Lumina-Pokémon zu begegnen? You guys get it, right? Get what? Of course. So obvious. Ja, ist ziemlich offensichtlich in dieser Szene, wie ich meine. It's so simple. Do you really not know, Professor? Pokemon can tell when someone really loves them. And they return that love right back. Right? That must be from a study I haven't read yet. We have got to get you out of the lab more often. Ja gut, in dem Fall tun wir hier den Abspann noch laufen lassen und ich sage da noch ein paar Wörter und ich vermute, ich habe es noch irgendwie in Erinnerung, dass nach dem Abspann nochmal ein bisschen etwas gekommen ist, darum tue ich jetzt da mein Fazit von dem Spiel einmal noch rasch kundtun. Also Railgun-Shooter oder ein Fotosimulator, je nachdem wie ihr dem Spiel sagen wollt. Eines der besten Pokémon-Spiele ever bis jetzt, in meinen Augen. Und eine absolute Kaufempfehlung. Natürlich nur, wenn ihr auch etwas mit so Spielern anfangen und wenn ihr ein riesen Fan von Pokémon Snap auf Nintendo 64 gewesen seid, dann macht ihr mit dem Pokémon Snap ganz sicher nichts falsch. Somit habe ich gefressen, bis wieder etwas anderes kommt und viel Spaß da beim Outro oder beim Abspann oder Credits oder wie man dem auch immer will sagen.
Wir haben echt viel erlebt, was? Yep. Das kannst du laut sagen. Wir haben die gesamte Lentil-Region erkundet. Thank you. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Meine Forschung ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Die neuen Erkenntnisse werden mich eine Weile lang beschäftigt halten. Professor, Ich werde dir weiterhin dabei helfen. Mhm. Danke, Rita. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Du hast auch noch viel Arbeit vor dir, Kesha. oh, Ah, Professor, wolltest du nicht noch etwas ansprechen? I remember. Ja, danke fürs Erinnern. Lass mich dir die Streckenpunktzahl erklären. Ich habe dieses neue Bewertungssystem entwickelt, um zu sehen, wie du dich auf jeder einzelnen Strecke schlägst. Um gut abzuschneiden, solltest du dich nicht nur auf gute Fotos konzentrieren, sondern auch viele verschiedene Pokémon fotografieren. Wenn du die Online-Funktion nutzt, kannst du deine Ranglistenplatzierung für die Streckenpunktzahl einsehen. and Aber das war nicht alles, oder? Es gibt doch noch eine weitere tolle Neuigkeit. Yeah. Meinst du den Serienbildmodus? Ich habe den Professor gebeten, eure Forschungskameras eine neue Funktion hinzuzufügen. Damit könnt ihr durch einmaliges Betätigen des Auslösers mehrere Fotos hintereinander schießen. So wird es leichter, den perfekten Moment einzufangen. Another thing. Diese Funktion lässt sich in den Optionen ein- und ausschalten. Probier sie mal aus. Ich bin sicher, sie wird dir von großem Nutzen sein. Wow! Du und der Professor seid echt abgefahren. Ich werde sofort zur nächsten Erkundung aufbrechen.
Hahaha. Now, Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Erstellen deines eigenen Pokédex. Hey, Was sind diese tollen Neuigkeiten, von denen du gerade geredet hast? Das wüsstest du wohl gern, was? huh? Du hast doch damit angefangen. Alright. Ja, schon gut. Ich habe den Professor gefragt, ob wir auch abends das Riff erkunden dürfen. Und er hat ja gesagt. Wow, abgefahren. Genau meine Rede. Das Abendrot auf dem Wasser ist bestimmt wunderschön. Wow. Ja, unsere Fotos werden super aussehen. Ich gehe zuerst. Moment mal! Professor. Du siehst heute aber fröhlich aus, Professor. Ist etwas passiert? oh, Ah, ja, kommt genau richtig. here's the thing. Ich habe nochmal alle Daten analysiert und dabei neue Teleportierpunkte entdeckt. Einer befindet sich in der Nähe des Dschungels auf Belus und ein anderer jenseits der Wüste von Volca. Der Wahnsinn! Aber hätten wir diese Inseln nicht schon komplett erkundet? All right now. Beim Forschen kann man jeden Tag Neues entdecken. Ich denke, die neuen Gebiete werden ein ähnliches Ökosystem aufweisen wie die bereits erforschten Orte auf den Inseln. Aber man kann nie wissen. Dafür hast du ja uns. Wir werden es herausfinden. Yep. Danke, ich verlasse mich auf euch. That's right. Ich habe gehört, dass einer dieser Orte für mich sehr nostalgisch sein könnte. Das wird bestimmt spannend. Alles klar, lasst uns wieder ganz viele Fotos schießen. So, da wäre es in dem Fall gewesen, da mit New Pokémon Snap und da können Sie mal noch in die Kommentare schreiben, ob ihr da die neuen Gebiete, die jetzt verfügbar sind, auch mal noch möchtet anschauen oder nicht. Weil sonst machen wir dann da halt dann gleich einmal noch eine 20. Folge mit diesen 3 neuen Gebieten. Aber da wäre es jetzt erst einmal gewesen. Für das Jahr, wie gesagt, wahrscheinlich kommt dann noch Jahreszusammenfassung wieder wie jedes Jahr und ja, ich brauche einfach mal wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr Zeit für mich, auch wenn ich nur alle Wochen ein Video gemacht habe, aber es nimmt halt aber gleich auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch und die Zeit möchten wir jetzt ehrlich gesagt in Zukunft ein bisschen mehr für mich und Family frei behalten. Somit vielen Dank, sind ihr dabei gewesen und man hört sich.